Wer sich mit ganzem Herzen aus Überzeugung für eine gute Sache einsetzt, dem wird nicht nur gedankt, der wird auch beschimpft und angefeindet, wie Brings, Casalla und Niedecken. Die Kölner Bandmitglieder machen sich stark für notleidende Kinder gegen rechts. Was sie sich dafür alles anhören müssen, das haben sie unserem Till auf dem Klappstuhl erzählt. Hier eine Sonderausgabe Kölner Musiker gegen rechts und gegen ignorant. Wir haben mit den Casalla zusammen ein Konzert gespielt im Palladium und haben fast 100.000 € zusammengekriegt und die in ein Kinderlager nach Beirut geschickt, wo die Kinder über den Winter kommen mussten, und zwar syrische Flüchtlingskinder, die ohne Eltern unterwegs waren. Wir haben das genannt der Winterküt. Erstens war es ja im November, da kam ja wirklich der Winter, und speziell für die Menschen, die in irgendwelchen Auffanglagern oder Zeltstätten da gelebt haben, für die kam ja auch der Winter. Und wir haben ja unserem Publikum damals im Palladium, das waren 4.000 Leute, erst an dem Abend gesagt, das haben wir ganz bewusst gemacht. Wir haben nicht, also keiner, der da hingekommen ist, wusste, die haben alle gedacht, das ist ein Konzert von Brings und Casalla und die machen das, wie Musiker das halt so machen, um Geld zu verdienen. Ne? Und dann haben wir an dem Abend zusammen mit Norbert Blüm, mit Christians Vater, da kundgegeben, dass wir das Geld der Kindernothilfe spenden. Der Kindernothilfe, die damit vor allen Dingen syrische Kinder im Libanon betreuen, die ohne ihre Eltern da sind, entweder weil die Eltern verloren gegangen sind, getötet worden sind, oder weil die Eltern die da hingeschickt haben, um die aus dem Kessel von, weiß ich nicht, von Aleppo rauszukriegen oder so. Man muss sich mal vorstellen, ich würde irgendwo in Syrien in der Stadt hängen und würde meine Kinder raus in ein Lager schicken, weil ich Angst hätte, dass sie bei mir sterben würden. Was muss passieren, dass du deine Kinder alleine gehen lässt? Da sollten die Leute sich mal Gedanken drüber machen. Und dann gibt es original nach dem Konzert Leute, die schreiben dir in Facebook, hätte ich das gewusst, wäre ich nicht gekommen. Denen sage ich steckt euch euer Geld in den Arsch, ihr braucht überhaupt nie wiederzukommen. Erstens ist es ja, also die finden es angemessener, wenn wir einen Gig machen und danach mit Casalla zusammen alle mal im Puff hin oder uns ein Auto kaufen oder Fett fressen gehen, bevor wir das Geld in den Libanon schicken an Flüchtlingskinder. Klar, ich sag mal, so berührt mich das schon. Mich berührt diese Kaltschnäuzigkeit mancher Idioten hinter irgendwelchen Facebook-Accounts. Weil da sind sie mutig, da reißen sie das Maul auf. Wenn sie vor dir stehen, machen sie das meistens nicht. Im Osten wird gewählt, die AfD wieder richtig stark. Müsst ihr auch wieder auf die Straße gehen, weil das hat ja alles nichts genutzt da mit eurem A-Schuh und... Ja, das kann man nicht sagen. Das wäre ja noch schön, wenn man jetzt über sämtliche Probleme, die es gibt, Stücke schreiben könnte. Dann hätten wir die Probleme erledigt und wir würden dann irgendwann, könnten wir so ausrechnen, nächstes Jahr um die Zeit sind wir im Schlaraffenland. Wird leider nicht gehen. Nee. Das Einzige, was wir als Künstler tun können, ist versuchen, dafür zu sorgen, dass die Leute nicht verhärten. Dass sie weiter empathiefähig bleiben. Die ganze Flüchtlingsgeschichte hat ganz viel damit zu tun. Also man muss sich einfach mal in die Rolle der Leute versetzen. Vielleicht auch mal zurückdenken, was in der eigenen Familie gelaufen ist. Wie viele Menschen sind damals vor den Russen geflohen beispielsweise, ja, und haben sich in den Westen begeben und wussten auch nicht so richtig, wie sie ihre Familie ernähren konnten. Wie viele sind in den Hungerjahren hamstern gegangen und haben auf die Bauern geflucht, dass sie ihnen nicht genug geben. Also einfach mal zurück überlegen, wie war das mit den eigenen Omas und Tanten, wie ist das eigentlich gelaufen? Und dann nochmal und dann, ey Leute, wir müssen helfen. Ich hoffe einfach auf eine Koalition des Anstands. Ich weiß, dass Casalla und Brings auch richtig Casalla bekommen haben für ihre Einstellung, für ihre Werte. Wie könnt ihr denn? Und die nehmen uns jetzt alles. Also was da in den asozialen Medien abgeht, das muss man begreifen.
Da muss man auch wissen, wie man damit umgeht. Natürlich. Wie gehst du damit um? Nimm einfach mal jetzt nur diese Geschichten Silvesternacht. Ja? Was da auf einmal von rechts außen in den sozialen Medien irgendwo, ob das jetzt bei uns war, ob das bei den Hosen war, ob das bei Brinks war, die sind direkt da rein und haben Zeug da rein gepostet, wo man eigentlich nicht so richtig als Demokrat nicht so weiß, wie gehst du denn damit um? Du willst ja keine Meinung unterdrücken. Aber das war planmäßig. Und mittlerweile habe ich es gelernt. Mittlerweile weiß ich, sobald da unflätige Beleidigungen kommen, irgendwie unterm Schulaufsatz würde stehen, Thema verfehlt 6. Ja? Also das kann man einfach rausschmeißen. Also wenn sich jemand bei mir im Wohnzimmer daneben benimmt, dann sage ich, brauchst nicht mehr wiederkommen, geh bitte raus. Ne? Ja, und keine Sorge, die Bands lassen sich nicht unterkriegen. Am 29. Oktober, das ist Samstag in einer Woche, gibt es ein Konzert gegen Rassismus in den Sartori-Sälen in Köln mit Casala, Querbeat, Milieu, dem Kabarettisten Jürgen Becker und vielen, vielen anderen. Der Erlös geht an Sea-Watch, einen Seenotrettungsdienst für Geflüchtete aus dem Mittelmeer. Und wir machen weiter hier mit den